Ich darf heute den Abschluss unserer aktuellen Predigtserie machen. Und zwar sind wir in einer Predigtserie zum Thema Berufung. Und ich hoffe total, dass ihr die letzten Wochen mitverfolgt habt und jetzt so richtig on fire seid, eure Berufung herauszufinden oder da weiterzugehen, euch beschenken zu lassen vom Heiligen Geist mit all den guten Gaben, die er für euch bereithält, ganz nach dem Motto: Träume nicht dein Leben, sondern lebe in deiner Berufung. Genau. Und ja, heute machen wir da weiter und ich habe mich gefragt, ja, wie ist das denn jetzt so, in seiner Berufung zu laufen? Ja, wenn man das dann herausgefunden hat, das muss richtig, da muss man sich so, ich habe mir das so vorgestellt, wie wenn man surfen geht. Ich war bis jetzt noch nicht so, wie nennt man das, Wellenreiten, genau. Ich war noch nie Wellenreiten, aber ich stelle mir das vor, wenn so die Welle bricht, man genau den richtigen Moment bekommt und dann surft man auf der Welle und es hört und hört und hört und hört einfach nie auf, oder? In der Berufung leben, ja, da ist man doch dann angekommen, oder? Dann ist doch das Leben perfekt. Gerade am Freitag hatten wir Jugend. Und wir haben so am Ende noch im Kreis gesessen und haben so Fragekarten gezogen. Es war voll cool. Einer nach dem nächsten, und dann haben wir so gegenseitig uns Fragen gestellt und die beantwortet. Und eine der Teenies hat eine Frage gezogen: Wenn du Gott eine Frage stellen dürftest. Und dann ratterte es so in meinem Kopf, was würde ich Gott fragen? Und sie sagte, ich würde ihn fragen, was er eigentlich für mein Leben geplant hat, was meine Berufung ist. Und ich so, wow, mega spannende Frage. Ja, weil danach sehen wir uns ja irgendwie, oder? Nach so einer Sinnhaftigkeit. Eben. Mit vielleicht auch dem Wunsch, dann ein bisschen unser Glück zu finden. Dann fühlt sich alles gut an, dann ist alles richtig gut und einfach und schön. Ist das so? Ich fand es spannend, am Samstag hatten wir einen Videodreh hier oder mehrere und da war Julia Hartmeier und die hat mir was erzählt, sie und ihr Mann, die sind verrückt. Die hatten dieser 10-jähriges Wedding Anniversary, 10 Jahre verheiratet, und was macht man so anlässlich von 10 Jahren Ehe? Genau, man geht Bungee-Jumpen zusammen. Und die waren Bungee-Jumpen und sie hat dann mir erzählt, hey Melli, das hat mich total an unsere Predigtserie über Berufung erinnert, weil in seiner Berufung laufen ist ein bisschen so wie Bungee-Jumpen. Und ich fand das einen genialen Vergleich, ja. Ich weiß nämlich nicht, ob in seiner Berufung laufen sich wirklich immer anfühlt wie Surfen und also Fliegen, naja, dann vielleicht schon beim Bungee-Jumping-Vergleich. Aber sie war so eben, diesen Schritt zu wagen, wirklich sich zu trauen, zu gehen und zu vertrauen, ne? Dass das dann auch hält. Ja, und in seiner Berufung laufen, das braucht vielleicht auch so einen Schritt des Vertrauens. Und das kostet einen vielleicht auch was. Und darüber wollen wir heute sprechen. Weil das Ding ist, die wirklich wertvollen Dinge im Leben, die kosten auch was. Und bevor ich jetzt reinstarte, möchte ich gerne noch beten. Jesus, danke, dass du mir vorausgegangen bist, dass du ja so viel gearbeitet hast in mir diese Woche. Und ich bete, dass du unsere Herzen und unsere Ohren weit machst, heute von dir zu hören, was du sprechen willst. Amen. Ja, die wirklich wertvollen Dinge, die kosten was. Und ich habe ChatGPT mal gefragt, was denn so die teuersten Gegenstände der Welt sind. Und der hat mir da so verschiedene Sachen vorgeschlagen und 2 habe ich euch mitgebracht. Das erste, das ist dieses kostbare Stück hier, das ist der Pink Star Diamond. Und der wurde, ich würde euch jetzt so gerne schätzen lassen, der wurde, du kannst ja mal eine Zahl in deinem Kopf, was ist der wohl wert? Für 71 Millionen US-Dollar wurde der gekauft. Es ist irgendwie nicht so meine Sphäre. Ich bin auch echt nicht so der Diamantenmensch. Aber für mich ist es unglaublich, wie viel man so viel Geld für einen Stein ausgeben kann. Das zweite, was ich euch mitgebracht habe, ist dieses Bild. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Von wem ist das? Nee, das ist nicht die Mona Lisa, aber das ist schon gar nicht so schlecht.
Von wem ist das? Ich habe es gehört. Von Leonardo da Vinci. Den kenne sogar ich. Und ich bin echt, Kunst ist auch nicht so mein Ding. Also mit Diamanten und Kunst kriegt ihr mich nicht. Auf jeden Fall ist das Gemälde Salvator Mundi. Und das wurde 2017, war das teuerste jemals verkaufte Gemälde für 450 Millionen US-Dollar. Für 450 Millionen US-Dollar. So, da habe ich mich jetzt gefragt, wieso ist das so? Wieso ist das so, dass ein Stein oder ein Gemälde so viel wert sind? Es liegt unter anderem daran, dass jetzt dieser Diamant, der wurde so von Hand geschliffen. Ich glaube, über 2 Jahre habe ich gelesen, also echt lange, dass da Menschen dran geschliffen haben. Und der ist total selten. Und genauso auch dieses Gemälde von Leonardo da Vinci sind nämlich gar nicht so viele Gemälde über. Also es gibt nicht so viele Exemplare. Habe ich mir so gedacht, meine Kunstkarriere hätte ungefähr auch so laufen können, weil von mir gibt es auch nicht mehr so viele Exemplare. Und ja, jetzt meine Kunst war vielleicht nicht so wie die, aber wenn ich so durch manches Museum laufe, denke ich so, ja, das hätte ich jetzt auch hingekriegt. Aber nee, es ist eben mehr als jetzt nur der materielle Wert, weil ChatGPT hat nämlich unter anderem gesagt, wo hat er das gesagt? Jetzt finde ich es nicht mehr. Ah, doch hier. Nee, doch nicht. Sowohl extrem teure Juwelen als auch Kunstwerke sind so teuer, weil ihr Wert weit über das hinausgeht, was sie materiell darstellen. Also weit über das als jetzt das Bild oder die Farbe. Es geht nicht nur um, was es ist, sondern was es bedeutet. Also so ein Juwel für so viel Geld zu besitzen, das hat eine tiefere Bedeutung. Es stellt nämlich etwas dar. Also, wir lernen, egal ob jetzt materiell oder immateriell, die wertvollen Dinge, kostbare Dinge, die haben einen Preis, die kosten etwas. Auch die Nachfolge, auch die Berufung ist etwas zutiefst Wertvolles. Und deswegen hat auch das einen Preis. Die Kosten der Nachfolge. Was kostet das? Und das wollen wir uns heute näher anschauen. Wenn du dich jetzt in dieser Predigtserie irgendwie immer noch fragst, ja, was ist denn jetzt meine Berufung? Ich will dich ermutigen, da weiterzugehen und unser Angebot anzunehmen, einen Gabentest zu machen, eine Gaben herauszufinden, wirklich darum zu ringen, was hat Gott ganz persönlich für dich parat. Aber eine Sache, da sehne ich mich danach, dass wir das alle begreifen. Du und ich, wir sind dazu berufen, Jünger von Jesus zu sein. Lernende, Lehrlinge von Jesus. In Matthäus 28, Vers 19 bis 20 steht, darum geht zu allen Völkern, das sagt er zu seinen 12 Jüngern, oder zu seinen Jüngern, doch, ja, und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist ihr Auftrag. Geht ihr und macht zu Jüngern. Und zwar alle Menschen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Deine Berufung ist es, Jünger Jesu zu sein. Ihm nachzufolgen. Jesus, wir haben es vorhin schon gehört, vielen Dank für die Einleitung, das war genial. Jesus lädt seine Jünger ein und sagt, kommt und folgt mir nach. Und ich finde, das ist manchmal so ein bisschen abstraktes Bild. Ja, was heißt es denn jetzt, Jesus nachzufolgen? Und ein Buch, das kann ich euch sehr ans Herz legen, von John Mark Comer, das heißt Vom Meister lernen. Da habe ich sehr, sehr viel darüber gelernt, was es heißt, ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Und warum die Jünger alles stehen und liegen lassen, als Jesus sie einlädt, komm und folge mir nach. Und dafür müssen wir ein bisschen in das Bildungssystem von der jüdischen Kultur eintauchen. Das Bildungssystem, das hat nämlich wie so 3 Stufen. Bis heute habe ich das Bildungssystem in der Schweiz, ich lasse es mir immer wieder erklären, ich habe es noch nicht so ganz, die ganzen Abkürzungen, BETS und WMS und was es noch alles gibt. Aber auch in der jüdischen Kultur gab es wie mehrere Stufen der Bildung. Und die erste, die hieß Bet Sefer. Das ist das Haus des Buches. Und hier haben die Kinder, das sind die meisten Kinder, hingegangen, haben die ersten 5 Bücher Mose auswendig gelernt. So bis zum Alter von 10 Jahren.
cool, oder? So von, ich weiß nicht, wann die gestartet haben, so von 6 bis 10 oder so, die 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Das war wie die erste Bildungsstufe. Und dann, wenn man ein guter Schüler war, dann, also so die besten Schüler, die durften dann auf die weiterführende Schule gehen, die Bet Talmud, das Haus des Lernens. Und da ging es jetzt weiter. Da wurde dann noch der Rest vom Alten Testament auswendig gelernt. Ja, super. Das war quasi die weiterführende Schule. Und jetzt gab es noch mal einen obendrauf. Und das war die Bet Midrash, das Haus der Auslegung. Und hier war es jetzt so, dass es einen Lehrer, einen Rabbi gab und der hat sich die allerbesten der Besten aus der Bet Talmud, also von der weiterführenden Schule, die durften, also die Besten dieser Schüler, die durften überhaupt erst versuchen, sich bei einem Rabbi zu bewerben. Und wenn der einen als, ja, vielleicht Potenzial in einem gesehen hat, dann durfte man diesem Rabbi folgen und von ihm lernen. Und der Rabbi, der hat dann zu solch einem Schüler gesagt, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Weil, was sieht denn der Rabbi? Ich glaube, du hast das Zeug dazu. Du hast das Zeug dazu, so zu werden wie ich. Weil das Wissen, das ich habe, das möchte ich dir weitergeben. Und natürlich ein Rabbi, der hat dann so nicht zu viele Schüler um sich geschart, sondern eine kleine Handvoll Leuten, wo er wusste, die können das. Und er hat dann dieses Potenzial hervorgebracht und ihnen alles weitergegeben, was er verstanden hat. Und das war ein Riesenprivileg. Also die Einladung eines Rabbis, ihm zu folgen, war ein Riesenvertrauensvorsprung. Weil als Rabbi war es nicht so gerne gesehen, wenn einer der Schüler dann irgendwie abgebrochen hat oder durchgefallen ist. Oder ich weiß auch nicht so ganz genau, wie das dann gelaufen ist. Aber der hat wirklich nur die genommen, wo er dachte, ja, du hast wirklich Potenzial von mir zu lernen. Ich glaube, du kannst so werden wie ich. Und genau, das war das Ziel. Also wenn ich jetzt in der weiterführenden Schule so gut war und dann ein Rabbi mich angenommen hat, dann war es mein Ziel, alles aufzusaugen. So möglichst so zu denken wie er, so zu reden und zu handeln wie er, zu glauben wie er und letztlich so zu leben wie er, um selbst dann einmal an andere weiterzugeben. Und diese Einladung gibt Jesus jetzt seinen Jüngern, Fischer. Und er geht zu ihnen hin und sagt, Petrus, Andreas, ihr habt das Zeug. Ihr habt volles Zeug dazu. So zu werden wie ich, mir nachzufolgen, von mir zu lernen. Kommt und folgt mir nach. Die haben sich sicher gedacht, hä? Ich weiß nicht, ob die es auf die weiterführende Schule geschafft haben. Ich? Einem Rabbi folgen? Alright, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Sie lassen ihre Netze fallen und folgen Jesus nach. Jetzt hat John Mark Comer 3 Punkte rausgearbeitet, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Der erste ist be with Jesus. Verbring Zeit mit Jesus. Ja, wenn man von einem Rabbi lernen will, dann muss man halt auch bei ihm sein, um von ihm zu lernen. Ihm folgen, auf Schritt und Tritt, Tag und Nacht, bei allem, was er macht. Was macht er morgens als allererstes? Und dann den ganzen Tag durch. Was isst er? Wie redet er? Wie kleidet er sich? Wie geht er? Wie geht er abends ins Bett? Wie viel schläft er? Das kriege ich nur mit, wenn ich auch immer bei ihm bin. Und dann das zweite ist, become like him, werde wie er. Also zu schauen, wie ist er? Wie ist sein Wesen? Und so zu werden wie er. Und dann als letztes, do what he did. Mach die gleichen Sachen, die auch er gemacht hat. Das heißt es, einem Rabbi nachzufolgen, und so zu werden, wie er, von ihm zu lernen. Klingt plausibel, oder? Irgendwie auch cool, ja. Aber ich glaube, wenn wir diese 3 Dinge wirklich machen, dann kostet es etwas. Die Jünger hat es etwas gekostet, Jesus nachzufolgen. Und Jesus war da sehr klar. Jesus war sehr klar, wenn er darüber gesprochen hat, was es kostet, ihm nachzufolgen.
Er hat die Karten offen auf den Tisch gelegt. Nichts mit irgendwie falsche Werbung und ich verkaufe euch das und am Ende kriegt ihr was ganz anderes, als eigentlich auf der Packung draufsteht. Nee, sondern hier, schaut, die Karten sind offen. Wenn ihr mir folgen wollt, dann bedeutet das das und das. Jesus ging es nicht um Angepasstheit oder um Massentauglichkeit. Wie oft sind Leute weggegangen von Jesus? Und Jesus, es gibt einen Text, also es gibt viele Texte, wir schauen uns einige an, was Jesus sagt, was es kostet, ihm nachzufolgen. Seid ihr ready, ein paar anzuschauen? Ja? Okay. Alright. Die Kosten der Nachfolge. Ihr dürft gerne in eurer Bibel aufschlagen oder mitlesen auf dem Beamer. Lukas 9, Vers 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Boah. Wie geht's dir bei den Worten? Was macht es mit dir, das zu lesen? Obdachlos sein, nicht den eigenen Vater begraben dürfen und sich nicht von seiner Familie verabschieden, bevor man Jesus folgt? Das ist jetzt schon nicht so die attraktivste Einladung, oder? Hätte ich das wohl gemacht? Und irgendwie merke ich ja, das piekst auch so ein bisschen. Jesus? Also dass man zumindest mal gerade Tschüss sagen geht, oder? Ist schon noch freundlich. Also was meinst du damit? Das passt für mich irgendwie nicht so zusammen mit dem Bild, was ich von Jesus habe. Der ist doch verständnisvoll, der ist irgendwie liebevoll. Aber ich glaube, Jesus ist hier einfach sehr klar. Er spricht die Wahrheit. Und das ist im Letzten eigentlich sehr liebevoll. Auch wenn vielleicht seine Jünger nebendran standen und gesagt haben, Jesus, du musst es ein bisschen besser verkaufen, so. Sonst werden wir niemals mehr Leute. So ein bisschen, sprich über das Himmelreich und über die Fülle und über deinen Frieden und was du alles gibst. Das ist nicht so gute Werbung. Nee, ist nicht gute Werbung. Aber Jesus hat gesagt, nee, das ist es, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Wir schauen uns eine weitere Stelle an aus dem Markus-Evangelium. Markus 10, Verse 17 bis 22. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ganz schön radikal, oder? Da war ein junger Mann, das war
ein Vorzeigeexemplar. Der ist sonntags in die Synagoge gekommen, alle haben gesagt, guck dir den an. Hey, ne, schön, reich, gut gekleidet, irgendwie auch sehr tugendhaft. Alle Gebote von Jugend an gehalten. Sonntag für Sonntag kommt der in die Synagoge und alle so, yes, so werden wie er. Und er will auch Jesus noch folgen. Er kommt in totaler Aufrichtigkeit, wirft sich vor ihm auf die Knie und sagt, hey, was muss ich machen? Und Jesus hat eine sehr klare Frage an ihn oder fordert ihn zu etwas auf. Hey, geh und verkauf alles, was du hast. Und der Mann, er geht betroffen weg. Wie hättest du reagiert? Oder vielleicht eher die Frage, wie würdest du heute reagieren? Und vielleicht ist unsere erste Reaktion, Jesus würde uns ja nicht wirklich fragen, dass wir alles verkaufen. Das würde er ja nicht machen. Aber was, wenn doch? Mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, als ich in Afrika war. Und ich war so richtig wild entschlossen. Ich war wie dieser reiche Jüngling. Ich war so, Jesus, ich folge dir nach. Mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin. Richtig on fire. On fire, wirklich. Und ich dachte so, yes, ich folge Jesus. Egal was kommt. Und dann war ich auf einem Gebetsspaziergang, so die Straße rauf und runter in so einem kleinen, hinterletzten Dorf irgendwo in Südafrika. Der Ort hieß Troja. Das ist wie so ein Fantasy, gibt es glaube ich auch, ne? So ein Film, Troja. Und ich war dort und bin da so lang gelaufen, habe gebetet und habe wieder Gott so richtig gesagt, yes, Gott, here am I, send me, hier bin ich folge dir, wo auch immer du mich hinsendest. Und in dem Moment hat Gott zu mir gesagt, wirklich? Ich so, ja. Und er so, alles klar. Wie wär's, wenn du nie wieder nach Hause fliegst? Du bleibst jetzt einfach hier. Okay. Da hinten, da ist so eine Lehmhütte, ohne Fenster, siehst du die? Ein Raum. Stell dir vor, du wohnst da. Und du fliegst nicht mehr nach Hause und sagst nicht mehr Tschüss zu deiner Family. Und du hast auch nie einen großen Namen. Keiner wird gewusst haben von der Melli, die in Troja in so einem kleinen Lehmhüttli wohnt, weil du einfach hier bist und treu den Dienst vollrichtest. You ready to go? Das hat irgendwie eine ganz andere Dimension bekommen auf einmal. Jetzt bin ich hier, nicht in Afrika. Aber ja, das war eine wilde Frage. Wie schnell sind wir dabei zu sagen, ja Jesus, das mache ich. Auf jeden Fall, ich gebe alles für dich. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind die Kosten dann doch sehr hoch. Ich glaube nicht, dass ich nach Afrika berufen bin und ich glaube auch nicht, dass Gott mich da eigentlich hinsenden wollte. Aber es hat mich irgendwie sehr demütig gemacht in dem Moment. Und auch die Woche hat mich diese Predigtvorbereitung sehr demütig gemacht. Weil ich habe mir das durchgelesen und ich habe mich gefragt, wie hätte ich reagiert, wenn Jesus gesagt hätte, hey, verkauf alles, was du hast, alles und gib's den Armen. Und wie schnell ist man dabei zu sagen, ja. Und ich bin zu meinem Mann gegangen die Woche und ich habe ihn gefragt, hey, Hani, also komm, wenn Jesus zu dir kommen würde und würde sagen, Flo, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Jetzt so wirklich. Würdest du das machen? Und er schaut mich an und sagt, ohne mit der Wimper zu zucken, ja. Und ich liebe meinen Mann, wow. Und ich habe dann gesagt, ja, ich merke so, wenn ich da ehrlich, ernsthaft, wirklich drüber nachdenke. Und ich denke dann so an die ganzen tollen Sachen, die ich habe. Ich weiß halt nicht, ne? Mache ich das dann wirklich? Reicht es nicht, wenn ich mir wünschen würde, dass ich es könnte? Ne? So, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So reicht es nicht. Ich wünschte, ich könnte. Und Flo hat was gesagt, dass es mir wie durch Mark und Bein gegangen ist. Es ist eine so tiefe Wahrheit, die ich diese Woche wieder verstanden habe.
Zwischen Gehorsam und Ungehorsam gibt es nichts. Na, entweder du machst es oder du machst es halt nicht. So, wenn Jesus dir was sagt, entweder du bist gehorsam oder du bist es eben nicht. Und dann ist auch der Wunsch, dass du würdest, dass du wolltest, dass du es könntest, ist dann letztlich auch ungehorsam. Ja, das stimmt. So hart wie das ist. Und wir haben in der Predigtserie über den Jakobusbrief, da haben wir drüber gesprochen, unser Glaube, der zeigt sich an unseren Taten. Und auch hier, ja, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Und ich glaube auch nicht, dass ihr jetzt alle heute Nachmittag nach Hause gehen solltet, eure Häuser verkaufen. Nein, wenn Jesus euch das sagt, dann macht's. Aber das ist es nicht. Aber im Kern steht die Frage, sage ich ja oder eben nicht? Und ich muss mich dann wieder fragen, ja, was lenkt mich denn letztlich? Was leitet mich? Und da ist dieses klassische Bild von dem Thron deines Lebens. Wer oder was sitzt auf dem Thron? Ist es Jesus? Ist es er, der letztlich herrscht? Wir haben eben davon gesungen. So, du bist der Größte, du bist der Höchste, über allem, über allem. Ist das auch in meinem Leben so? Ich merke, bei mir sitzt da schnell auch mal jemand anderes. Vielleicht Herr Bequemlichkeit zum Beispiel. Ich liebe Bequemlichkeit. Ich hasse es, aus Bequemlichkeit rauszukommen. Zum Beispiel eine Predigt über die Kosten der Nachfolge zu halten. Viel lieber will ich da sitzen bleiben, Bequemlichkeit, die regiert, die herrscht. Oh, wenn es unbequem wird, nein. Aber das Ding ist, dass häufig auch auf dem Thron sämtlichste Leute Platz haben auf einmal. Vielleicht sitzt da auf dem Schoß von Herr Bequemlichkeit auch noch Frau Materialismus. Ja, wenn es dann darum geht, alles zu verkaufen, alles? Nee. Also dann herrscht doch der Materialismus. Auf dem Schoß ist noch ein Platz für Bruder Individualismus. Nee, ich will das aber anders machen. Ich will bestimmen. Bei mir ist es anders. Schwester Selbstverwirklichung. Ich bestimme selbst, was meine Berufung ist. Ich habe da nämlich eine ganz klare Vorstellung, wie das zu laufen hat. Ja, vielleicht Schwester, haben wir die schon? Selbstverwirklichung? Ja, die haben wir. Schwester Selbstbestimmung. Ich will bestimmen. Oder der Herr von und zu Bedürfnisse. Ich habe andere Bedürfnisse. Ich wünsche mir das so. Ich träume von dem und dem. Da können auch noch ganz andere Sachen sitzen. Ängste, Sorgen. Die Frage ist ja, wer oder was sitzt letztlich auf deinem Thron? In den allermeisten Fällen sitzen da eben wir selbst mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Wünschen, Vorstellungen, an den Dingen, an denen wir festhalten. Und die Frage ist, wie leidensbereit sind wir? Wirklich was aufzugeben, dahin zu gehen, wo es unbequem wird. Ja, und auch ich habe mir diese Woche diese Frage gestellt. Wenn Jesus vor mir stehen würde und würde mich um alles fragen und es würde mich alles kosten, was ist meine Antwort? Und in meiner stillen Zeit diese Woche haben wir so einen wunderschönen Schrank. Ich kann euch jetzt mal ein Bild im Kopf zeichnen. So ein Schrank, und wenn man den aufmacht, dann hängt da so ein Vorhang und da ist so eine Jesusfigur, die da hängt. Und das ist so ein bisschen unser Gebetsschrank. Dahinter ist der Fernseher. Wir sagen immer, man muss an Jesus vorbei, wenn man Fernsehen gucken will. Und wenn man diesen Schrank aufmacht, und ja, ich habe das diese Woche am Morgen gemacht und habe mit Jesus über die Predigt geredet. Und Jesus hat mir eine Frage gestellt. Und ich glaube, letztlich hat er die auch dem reichen Jüngling gestellt und allen anderen, die ihm folgen wollten. Bin ich es dir wert? Bin ich es dir wert, dass du wirklich folgst? Ich. Darf dich die Nachfolge was kosten? Bin ich es wert? Und dazu ist mir
Matthäus 13, Vers 44 gekommen, wo Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Da war ein Mann und der ist irgendwo lang spaziert und da ist ein Feld und da sieht er einen Schatz. Vielleicht war da ein Pink Diamond oder das Gemälde von Da Vinci, keine Ahnung. Irgendwas unfassbar Wertvolles war auf diesem Acker. Und der Mann buddelt ein Loch, vergräbt es schnell, dass es niemand sonst findet, läuft nach Hause und verkauft alles, was er hat. Alles. Um einen Acker zu kaufen. Er wusste, was auf diesem Acker ist. Aber seine Familie muss gedacht haben, der ist komplett verrückt geworden. Du verkaufst alles, was du hast, für einen Acker? Das ist eine absolute Fehlinvestition. Was machst du? Bist du verrückt geworden? Aber der Mann, der wusste ganz genau, was er für einen Acker kauft und was für ein Schatz auf diesem Acker vergraben ist. Und in der Nachfolge ist es genauso. Wir haben den wertvollsten Schatz überhaupt, Jesus Christus selbst, ihm nachfolgen zu dürfen. Er, in dem so viel Verheißung, in dem unsere Hoffnung, in dem unsere Zuversicht, in dem Liebe in Fülle ist, den dürfen wir kennen. Verstehen wir, dass das das Wertvollste ist überhaupt, über allem, was diese Welt sonst zu bieten hat. Und ja, wenn wir Dinge aufgeben und hingeben, dann versteht unser Umfeld das vielleicht nicht. Und so, was? Du gibst es, du wirfst das weg, du gibst das auf für so einen Acker, für Jesus? Aber wir wissen, wenn du wüsstest, was auf diesem Acker ist, dagegen ist alles nichts. Jesus steht heute neu vor dir und fragt dich, folgst du mir nach? Komm, folge mir nach. Und ja, da sind wir wieder bei den 3 Punkten vom Anfang. Folge mir nach. Komm und verbring Zeit mit mir. Und ja, das kostet vielleicht was. Wir haben jetzt die ganze Zeit von diesen wirklich großen Extremen gesprochen. Von dem, hey, gebe ich alles auf und alles hin. Und mir hilft es manchmal, mich in diese extremen Situationen zu bringen und da mein Herz zu prüfen. Ja, wäre ich auch bereit, die wirklich großen Dinge zu tun. Weil Jesus hat das bei seinen Nachfolgern gemacht. Er hat gesagt, hey, das bedeutet das. Und ich glaube, wenn wir dazu ein Ja haben, dann haben wir auch ein Ja in den kleinen Dingen, in der alltäglichen Nachfolge, das, was wir Tag für Tag machen, ihm nachfolgen und Zeit mit ihm verbringen. Und dann sind vielleicht die Kosten, dass wir am Abend eine Stunde weniger Netflix gucken, um am Morgen früher aufzustehen, um bei unserem Rabbi zu sein, um sein Wort zu lesen, von ihm zu hören. Jesus, was sprichst du? Wie bist du? Was hast du getan und was tust du heute? Und dann mehr so zu werden wie er. Hey, zurückzuschauen. Im letzten Jahr bist du Jesus ähnlicher geworden? Vielleicht in den letzten 5 Jahren? Bist du mehr so wie er? Kannst auch deinen Ehepartner mal fragen. Und dann letztlich, ja, das zu tun, was er getan hat. Das machen. Das, was wir da drin lesen. Hey, was hat Jesus gemacht? Und das auch machen. Und das kostet unsere Bequemlichkeit. Hier und da. Und auch so zu werden wie er, das kostet unser Ego. Wenn wir denken, das ist immer schön und angenehm und super, yay, so zu werden wie Jesus. Nee, ich finde es super unangenehm in meinem Alltag. Weil da ist irgendwie noch meine Selbstbestimmung, mein Individualismus. Nee, meine Bedürfnisse. Und die zurückzustellen und zu sagen, hey Jesus, nein, dir folge ich.
Ich will so werden wie du. Ich will das tun, was du getan hast. Ich will das rausstrahlen, wer du bist. Und ja, da wo wir Zeit mit jemandem verbringen, da werden wir mehr wie diese Person. Wir werden geschliffen. Und das ist im alltäglichen Fluch und Segen. Aber wenn wir Zeit mit Jesus verbringen und mehr werden wie er, das ist wunderschön. Was kostet dich deine Nachfolge aktuell? In deinem Leben? Kostet es dich was? Falls nicht, maybe you can ask him. Bin ich wirklich unterwegs? Bin ich wirklich an dir dran? Folge ich dir gerade wirklich? Die Nachfolge ist was Kostbares und ich glaube, es kostet uns was, es darf uns was kosten. Jesus hat es alles gekostet. Jesus ist bis ans Äußerste gegangen. Er war sich nicht zu schade. Er hat alles hingegeben. Für dich und mich. Das ist der, dem wir folgen. Aus Liebe hat er alles hingegeben. Und was ist unsere Antwort auf diese Liebe? Eine Sängerin in einem Lied, die hat es sehr treffend formuliert. Es ist die einzig angemessene Antwort auf deine Liebe, mein Leben zu geben, so wie du dein Leben für mich gabst. Es ist die einzig angemessene Antwort auf deine Liebe, mein Leben zu geben, so wie du dein Leben für mich gabst. Was ist deine Antwort auf seine Liebe? Was ist deine Antwort auf seine Frage, folgst du mir nach? Und was ist deine Antwort auf die Frage, bin ich es dir wert? Und wir wollen jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl einnehmen und uns erinnern an diese Liebe von Jesus, an das, was er getan hat. Und wir wollen uns ein bisschen Zeit lassen, darüber nachzudenken, dass du ins Gespräch kommen kannst mit Jesus, neu eine Antwort findest und sagst, also ehrlich vor ihn kommst, ihm eine Antwort gibst. Ist er es dir wert? Und das Gebetsteam ist für euch da, will euch segnen, will mit euch beten. Ja, vielleicht da auch nochmal umzukehren, zu sagen, hey, da sitzt gerade was anderes auf dem Thron. Ich folge eigentlich gerade was anderem in eine ganz andere Richtung. Da neu zu entscheiden, okay, Jesus, du bist es, du bist mein Herr, dir folge ich. Koste es, was es wolle, weil du bist es mir wert. Ja, nutzt die Zeit, mit Jesus zu reden und dann ja uns zu erinnern an das, was er getan hat. Und dazu möchte ich die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11 lesen. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Du warst ihm alles wert. Ist er dir auch alles wert?